und in dem Video kamen ganz oft die Wörter Ficken und Schwanz vor. Hallo Motherfucker, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss. Ihr dürft mir aber auch nur Lexu sagen. Ich erzähle euch eine Real-Life-Story vom GameStop. Falls jemand von euch den GameStop nicht kennt, das ist so ein Laden, wo man so alles über Games kaufen kann. Und bei GameStop ist besonders, dass sogar Games, die du schon gekauft hast, dort wieder kannst verkaufen und zu Geld machen. Das Problem ist einfach, du bekommst einfach so fucking nichts dafür, wenn du das Game gehst, zurückbringen. Und ich würde sagen, red mit lang um ein Heißspray, Spray bei und los geht's. Also ich bin mit meinem Cousin in einen GameStop reingegangen. Hier kommt das Bild von meinem Cousin. Hans-Urli, das herzige Knuddelbärli. Wir sind auf jeden Fall ganz cool, ganz fresh in den GameStop reingesteppt, gell? Und haben so ein bisschen, keine Ahnung, haben so abchecken, was es dort so gibt. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir den Laden betreten haben, haben 2 Leute dort gearbeitet. Zum einen ein Dark Souls Endboss, also der war gross gsi, der war breit gsi, aber nicht breit im Sinne von muskulös, sondern eher breit von McDonald's. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Ja, das soll auch kein Bodyshaming machen. Jeder sieht halt so aus, wie er ist und das ist auch vollkommen okay. Auf jeden Fall hat auch noch eine Frau im GameStop gearbeitet, aber das haben wir so wie nicht gemerkt, irgendwie raus. Weil die Frau war hinter der Kasse und war die ganze Zeit am Handy. Auf jeden Fall bin ich und mein Cousin, wir waren dort so ein bisschen am Umschauen, was es dort so gibt, gell, so für Games und so. Und aus dem Nichts kommt der Dark Souls Endboss zu uns und fragt so, ob er uns helfen kann. Ich bin so verklüpft, Alter, weil der plötzlich hinter uns gestanden ist. Ich habe so gefragt. Bist du ein Ninja? Und dann hat er so gesagt, weißt du, der Dude hat nicht so nett gefragt, ob er uns helfen kann, sondern ist so richtig aggressiv auf uns zugekommen, gell? Und hat so gesagt, Trifft dann irgendwann das, was jeden von uns schon getroffen hat oder noch treffen wird oder gerade trifft, mein Schmerz. ich und mein Cousin haben auf jeden Fall gesagt, nein, es ist alles gut und wir schauen da uns einfach ein bisschen um. Dann ist er wieder zurückgegangen, hat irgendetwas mit der Frau geredet. An diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Auf jeden Fall, wir haben wieder ein bisschen umgeschaut, haben uns unterhalten mit Cousin. Und plötzlich steht der voluminös grosser Mann mit einem fucking Star Wars Helm vor mir. Weißt du, man muss sich noch so vorstellen, man ist einfach so beim Regal, schaut so Games an, man dreht sich so gegen links und dann plötzlich sieht man, Ey, yo, willst du ein paar Games kaufen, Mann? und vor allem der Dude hat nichts gesagt. Der hat mich einfach mit dem scheiß Star Wars Helm angeschaut. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Der hat den scheiß Star Wars Helm an und schaut in meine Seele rein. Es wundert, dass er mich nicht gefragt hat. Yo, what's up, guys? Yo, what's up? Hey, what's up? You ready to go kill some kids? Wait, what? Absolutely. Ja, man, Order 66, man. Ein paar Kinder gehen abschlachten. Geil. Meine Lieblingsszene in Star Wars. Du bist auf der Suche nach einem Plug, der noch ein bisschen hat. Auf jeden Fall ist er dann nach einer unangenehmen Stille dann wieder gegangen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, PlayStation-Guthaben zu kaufen. Das kennt sicher jemand PSN, weisst, ich habe es so gekannt, man nimmt die Karte von dieser PSN, geht zum Zeug her, der scannt sie und daheim hast du einen Code auf der Karte, den du kannst aufrubbeln und dann kannst du das Guthaben so auf deine Konsole übertragen. Auf jeden Fall habe ich mir dann die Karte geschnappt, bin dort hergegangen und vor mir ist auch noch weird gewesen, hat irgendein anderer Dude einfach 1000 Steine Guthaben gekauft. 1000 Steine. Für was hat er das Guthaben gebraucht, Mann? Hi, ich bin Sweetlina von Susi Live. Aber auf jeden Fall bin ich nicht dran gewesen. Und dann hat sich der Typ aufgeregt, weil ich ihm die Karte an die Kasse gebracht habe. Er hat so gesagt, Willst du mich für blöd verkaufen? und dann habe ich so gesagt, Ey, meinst du, bist du krass, wie du Bandeli hast, oder was, Mann? weißt du, müsst ihr wissen, die neueren PSN-Guthaben, die geht man nicht mehr, da nimmt man nicht mehr Karten mit, sondern man bekommt einfach auf dem Kassenbon den Code über, den du dann eingeben musst. Weißt du, der Code. Wow, oh oh.
Auf jeden Fall hat er mich dann zusammengeschissen, weil ich die scheiß Karte vorbeigebracht habe und dass er sie dann wieder zurückstellen muss. Ich habe dann gesagt, Du fix mich niemals, Kollege. und dann habe ich ihm so angeboten, also, ja, ich kann die Karte wieder herstellen, wenn ich aus dem Laden rausgehe und nie wieder werde betreten. Okay, ich würde sagen, ich mache die Moderation so, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr sehr gerne mir gegen Kuchen da lassen. Ich wünsche euch allen sehr schöne Weihnachten. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert, liket, kommentiert und schreibt eure Körpergrösse, Scheiße, okay, ja, komplett verkackt.